Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drum. Und wie ja gestern besprochen, gehen wir uns hier erstmal einen Segen abholen. Denn sich Segen bringt Segen. Und, ja, Max LP für das nächste Gefecht. Eigentlich habe ich gehofft, dass das ein bisschen was längerfristiges wird. Okay, das nächste Gefecht wird ein normales Gefecht. Okay. Ein normales Gefecht nachts. So, also die letzten 2 Kämpfe hier in der nimmergrünen Krypta, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, war jetzt nicht so schwer. Also ich glaube, wir sind schon recht gut ausgerüstet. Glaube ich. Zumindest mal besser wie für den Dschungel. Das Problem beim Dschungel ist, dass der Gegner, der Endboss, der Boss vom Dschungel, kann nur, oder meistens für 50% der Fälle, der kann halt fliegen. Und wenn er fliegt, kann er nur von Fernkampftreffern getroffen werden. Deshalb ist das ein bisschen doof, gerade weil wir nur einen Fernkämpfer haben. So, was ist denn das da für ein Knispel? Nekromant. Er ist untot. Der Nekromant ist ein mächtiger Magier, der mit seiner Todesmagie Schrecken verbreiten und die Toten zurückholen kann, um seinem Willen zu dienen. Okay. Und der Witz ist, der holt nicht die Toten zurück, glaube ich, die hier, wenn du die umbringst, sondern wenn da Knochenhaufen sind, so wie das da. Ich glaube, das kann er, glaube ich, zurückholen. Oder einfach so irgendwelche. Ein magischer Schaden verursacht 2 Züge lang mit Schwächung, bla bla. Er hebt einen Skelettverbündeten aus dem Boden für den Kampf. Ja, ja. Ein mächtiger Wiederbelebungszauber, der eine tote Einheit oder ein Knochenschuttfeld wiederbelebt. Die wiederbelebte Einheit wird mit Verdorrt belegt. Verdorrt minus 30 maximale Lebenspunkte verursachter Schaden. Kann nicht wiederbelebt werden. Lebenspunkte fallen auf 1, wenn keine Nekromanten in der Nähe sind. Oh, das ist immer interessant. So, ja, ist egal. Lass mal interessant sein. Oh, ich habe den noch gar nicht geguckt. Was ist das? Ein Waldläufer? Wiederbelebten Skelettreste eines alten Waldläufers, der auf das Werfen von Speeren und Bereichskontrolle spezialisiert ist. Nimmt 300% Schaden durch Heilung, der Arme. Speerwurf und Wachsamkeit. Ich würde halt trotzdem hingehen und gucken. Ja. Dass ich sie hier hinsetze. Dass wir ihn zuerst ausschalten, weil Nekromant. Der Nekromant ist der Einzige, der das lustig fand. Ist kein besserer Rein eingefallen. Aber war doch nicht schlecht, oder? So, ja, okay, gut. Pass auf. Nicht guter Move gewesen. Gar kein guter Move gewesen. Gar kein guter Move gewesen. Aber was willst du denn sonst machen, ne? Naja, alles, aber... Ja, komm, wir lassen ihn hier. Passt schon. Den machen wir wieder nach vorne. Ich mache den gerne nach vorne, weil er... Oh, eigentlich dachte ich, weil er weiter mehr Strecke zurücklegen kann wie der da. Nö, die sind eigentlich gleich. So, gut so, passt so. Passt. Brauchen wir jetzt hier da auch nicht. Ich müsste mal wieder nach meinen Amuletten gucken, ob ich da was Interessantes habe. So viel Schaden gemacht. Dafür aber wenig. Mach mal wieder eine Falle. Was soll schon schief gehen? Mach mal vielleicht eine Falle. Also wenn ich der wäre, würde ich wohin gehen? Gar nirgends. Ich würde... Okay, wenn ich der wäre, würde ich einfach nach vorne gehen. So. Wir merken uns, ich habe in die Holzdinger eine Falle gelegt. Merken wir uns, ja? Big Brain. Ich hoffe, dass es funktioniert, mein Big Brain. Aha. Da können wir reinhüpfen, oder? Da können wir reinhüpfen. Dann werden wir das auch machen. Weil ich will den ja niederknüppeln. Niederknüppeln. Oh.
nicht dahin. Bleib mal kurz stehen, während ich gucke. Aha. Ah. Ja. Ja. Nee. Das da wollte ich machen. Und zwar... Das ist geil, oder? So, der bereitet sich vor. Auf einem sicheren Plätzchen steht er und bereitet sich vor. So, der hier steht doof. Okay. Aber jetzt nimmer. Und jetzt gehen wir hier. Aber Wachsamkeit ist doof. Weil der braucht ja... Der braucht ja gar nicht in die Nähe zu kommen. Das ist das Problem gerade. Hey, da ist so eine Mücke hier bei mir. Die mobbt mich. Weißt du, wenn ich ihn halt hier reinstelle, dann kann der mich halt treffen. Aber ich ihn nicht. Ja gut, pass auf. Ja, dann lassen wir ihn einfach hier stehen und bin mir auch nicht ganz sicher, was man mit ihm machen soll. Ja, lass mal gucken. Fertig. Lass wir ihn einfach gucken. Also die Chance, dass... Also der da kann gar nicht reingehen. Der hat viel zu wenig Strecke, kann der machen. Und der da glaube ich nicht, dass er überhaupt hingeht. So. Ja, genau. Leck Miano, hat er gesagt. So. Sind wir durch, ja. Okay. Sie gehen alle in Hab-8-Stellung. Haha, reingelaufen. Oh. Der hat mich gerade erschrocken. Was ist mit ihm los? Ach so, weil er reingelaufen... Wieso läuft der einfach rum? Moment, was macht der? Will der mich hauen? Was macht das Erschrecken genau? Ich habe nicht aufgepasst. Erschrocken, 2 Züge. Gegner haben eine kritische Trefferchance von plus 10% gegen diese Einheit. Wenn sie getroffen wird, bewegt sich die Einheit 3 Felder nach dem Zufallsprinzip und hat eine Chance von 50%, Verbündete in der Nähe mit überrascht zu belegen, was er gerade gemacht hat. Die Tasten für Dingsbums, bla bla bla, ist mir egal. So, was ist denn überrascht? 10% erlittener Schaden, so. Ja. Wo ist denn der da? Da ist der da. Ja gut, machen wir halt ihn angreifen. So, jetzt muss ich mit ihr mich halt verstecken. So gut ich kann. Ich kann aber nicht gut verstecken, aber wenigstens in das Dingens kann ich rein. So. Und bringt eine Sprengmuschel was? Ja, ein bisschen. Aber nicht wirklich was. Guck mal, habe ich noch was anderes? Ey, ich bräuchte so... Ja, Wurmfallen schön und gut. Ah, nee. Nee, lassen wir einfach. Achso, nee, du sollst da schon hingehen. Die haben dich ja eh gesehen. Kommst du auch in das Licht? Nee, kann leider nicht sich im Licht verstecken. So. Müssen wir halt dafür sorgen. Ja. Okay. Dass er zumindest... Dass er zumindest getroffen wird. Ja, so schon mal nicht, ne? Weil er hat ein bisschen Schutz drauf. Sie hier nicht.
Was hatten die da drauf? Was ist denn das da? LP-Stärkung für ein Gefecht. Achso, ja, haben wir alle drauf. Okay, gut, aber... So, bei ihm haben wir halt das Problem... Oh, ich sehe hier ganz was anderes. Guck mal. Ah, der Hexer ist tot. Ding dong, der Hexer ist tot. Ah, ne, das war ein Nekromant. Egal, er ist trotzdem tot. So. Jetzt gehen wir an den hinten da. Aber nicht mit dem Move. Das wäre blöde. So, jetzt hat's. Okay. Und du hier stellst dich halt einfach als Blockade dahin. Moment, der hat ja da noch hier was. Oho, oho, was sehe ich denn da? So. Was war das? Effektbereich Zauber mittlerer Magieschaden. So. Ja, mach doch. Ja, wie geht das? Rechter Button unten, zweimal oben, linker Button A. So. Naja, so ungefähr. So ungefähr. Aha, habe ich was entdeckt? Ah. Ich bin aus Versehen Taster gekommen. So. Der macht mir schon mal nichts, dieser tote Waldläufer. Der wiederum schon. Ah. Haha, daneben. Oh. Alter, das macht man nicht. Och nö, der macht genau dasselbe. Das habe ich nicht bedacht. Die Dödels. Na, das ist jetzt nicht gut. Das ist nicht gut, sag ich euch. Dafür, junger Jedi, wirst du gerecht. So. Okay, also Fernkämpfer sind schon mal weg. Die da stehen wieder sehr schön, um sie beide anzupieksen. So, sehr gut. Togo Too Easy heißt er, hast du gehört? Hallo? Angreifen bitte. Ah Mann, ich hätte ja heilen können. Ja gut, dann heilen wir halt nicht. Hat leider nicht... Ah, ich hätte noch eine Muschel drauf machen können. Hau mich nicht. Aha, daneben. Gut, dann würde ich mal sagen, einmal Heilung für alle, oder? Aber besonders für den. So, siehste. Geschafft, unnötigerweise, allerdings hat's meine Assassine erwischt. Aber sie ist ja nicht von uns gegangen. Sie ist nur verletzt. Oh ja, was gibt's? Glückswert. Passiv angeben. 15% kritische Chance bei maximaler Reichweite oder Fernkampfangriff hat eine Chance von 50 bis 100%, 2 Züge lang markiert zuzufügen. Oh, das ist natürlich geil. Dann machen wir das da. Ja, ich weiß, dass ich verletzt bin. Tut mir auch sehr leid. Also wirklich, meine arme Assassine. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Aber vielleicht können wir jetzt ja was Schönes kaufen. So. Erstmal über die Höhlen sprechen. Oh, singt er oder was? Hey, hör auf an meinen Trommelriemen zu zerren. Wir wissen, dass du es bist. Düstere Grüße. Grüße. Wie laufen die Geschäfte in der Krypta? Ihr werdet überrascht. Verängstigte Kunden sind bereit, horrende Preise zu zahlen. Horrorpreise quasi. Nur um die Gespenster loszuwerden, die sie verfolgen. Und was ist mit den Skeletten? Nun, die sind nekrotisch. Heilgegenstände und Besserungszauber zerstören ihre Essenz.
Ach, wirklich? Ja, haben wir doch gerade getestet. Ich habe nur nicht dran gedacht. Ja, wirklich, ihr solltet euch mit Heiltränken eindecken, wenn ihr eine Chance gegen die knochige Legion haben wollt. Heißt das, wir können Heiltränke auf die schmeißen? Ja, schon irgendwie, ne? So, was haben wir denn hier? Eine goldene Kuriosität, kann ich mir gar nicht leisten. Ultimativer Angriff lädt 50% schneller auf. Pergament des Gelehrten, Erfahrungspunkte Zuwachs aus Gefechten und 30% mehr bewirkte Heilung. Alles nicht kaufbar. Eine Verwirrungsgranate. Verwendet für 2 Züge in einem quadratischen Effektbereich an. Heilendes Pulver und eine Sprengmuschel. Nee, wir lassen das mal. Danke, aber... Danke, aber nee. Aber danke, aber nee. So. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Also jetzt hier Rhythmusschmiede und so, alles klar, ne? Ich habe jetzt, also muss man, wenn jemand verletzt ist, 2 Runden kämpfen und überleben, damit die Verletzung weggeht? Oder muss man nur 2 Runden überleben? Weil das war ja quasi gerade 2 Runden, weißt du? Also so, quasi. Okay? Gut. Bogenschütze, fegende Rhythmuskette, potente Rhythmuskette. Das nenne ich. Und damit kann ich was machen? Grüner Rhythmusstein, Rhythmus, ja, ich mit meinem Rhythmus, hey. Markiert? Aber warum sollte ich denn markiert wollen? Das wäre doch dumm. Naja, warum sollte ich Schaden wollen? Also dann kann ich markieren. Ja, aber wie? Ja, aber wie kann ich denn markieren? Ach so, indem ich das auf dem Gegner mache. Also, ja, okay, sorry, ja. Es ist schon spät und ich muss zurück zu meinem Mann. War ein Ärzte-Zitat. Also das da finde ich gut. Das macht Schaden und setzt irgendwas runter, aber das ist dann auch irgendwie sinnlos bei einem. Wir machen einfach das, oder? Ja. Oben, B, linker Button, linker Button. Mal gucken, ob es funktioniert. Funktioniert. So. Anlegen. Wem können wir denn das anlegen? Ihm. Angelegt von Hühne Togo. Schafauge. Belebend. Einzelzielzauber heilt niedrige Anzahl von Lebenspunkten, verwendet 3 Züge lang aufmerksam. Mittelmagie-Schaden, das haben wir doch dem Dingens angelegt. Wälder Starkhand, genau. Schick zwingen. Boah, das ist alles nicht so mega. Und sie ist was derzeit? Ich weiß gar nicht. Aber sie braucht auf jeden Fall eine Rhythmuskette. Erfrischend schmettern. Nahkampfheilung. Also angelegt von Hühn. Also es würde gehen Bogen und Schwert. Ah, es steht ja da oben. Bogen und Schwert habe ich natürlich nichts da. Aber wie es der Zufall so will, kann ich hier eine Bogenrhythmuskette schmieden. Links, unten, rechts, linker Button und B. Und da habe ich gleich 3 Dinger, die ich reinballern kann. Soll man mit ihr ordentlich Schaden machen? Oder das hier? Weißt du, dass wir dann irgendwie zwei gelbe machen und einen roten oder so? Oder von mir aus auch einen grünen? Weil ich habe nicht vor, also die soll nicht nochmal sterben. Das wäre schade. Aber sie macht halt auch gut Schaden. Ja, wir machen sowas, wo es braucht Schaden. Schaden kann nie schaden, sag ich mal. Wir gehen einfach volle Möhre auf Schaden, oder? 33 Schaden. 10 kritische Chance und minus 5 Abklingzeit. Das heißt, ich kann das immer einsetzen. Hat nie Abklingzeit. Geil. Links, unten, rechts, linker Button B. Hoffentlich geht's.
Es geht. So, guck mal, 10% noch dazu gekriegt. So, anlegen. So, jetzt kriegst du ein schönes Kettchen. Wo war das denn? Der da, gell? Der kriegst du, ja. So, und was ist mit Togo? Hat eine. Der hat doch eine. Gerade schlagen. Der hat noch keine. Dann gib mal dem eine, oder? Wieso hatten der noch keine? Wie heißt der? Baruch. Togo. Tatsächlich. Hat der einfach noch keine Rhythmuskette. So, haben wir gut gemacht. Haben wir noch eine? So. Ja, aber hier heben wir uns auf. Alles gut. Alles gut. So. Guti. Gehen wir erstmal gucken, wie es weitergeht. Hier muss ich dazu sagen, ich glaube, hier habe ich den Endboss noch nie gesehen. Weil ich war ja nur einmal in der Krypta-Bybda da. Krypta-Bybda da. Also ich will auf jeden Fall da oben irgendwie hinkommen. Und da komme ich nur hin, indem ich links entlang gehe. Okay, da muss ich also links entlang. Das heißt, den da nehmen wir mit. Dann können wir aussuchen. Dann noch ein Kampf. Und ja. Gut. Ja, guck mal, ich bin noch verletzt mit meinem Mädel. Schade. Das wird lustig morgen. Bleib muskulös. Tschüss.